Par contre refuséiert es Regierung die europäisch Mindestlohndirektiv anständig umzusetzen. Dazu nicht mehr an Gewerkschaften. Mir dat doch der Staatsrat gesot. An dun ass am Erbichtsminister 6 geschloen meint intensiv gegrübelt gin. Net wéi an noéi enge novollzeibare Kriterien oder Mindestlohn an Slutsätze kindnten, so dat de Mënsch de Zento vun der Liewe kënnt, wat jo eigentlich Ziel vun der Direktiv ass. Nee. Et ass no wer a Berechnungssystemer Gesicht gin, wie ihr kennt, neicht machen. An engem halbe Joer intensiven Grübeln ass der Regierung an dem Erbichtsminister dunnen Taschespielertrick agefall, nämlich dat van Kleen aus der Fonction publique aus der ganze Rechnung gefen rausgerechnet gin, ja da wird moyen und Median vun alle Salären ha am Land mé niedrig, an da breich doch den Mindestlohn net ze klammen. Wow. Dobei ass den Undeel vun Working Poor neierens an Europa so héich wie bei unserem Land. Bis jo engem Joer war Rumänien nach Firuneis, déi hunn hire Mindestlohn substanziell an Blut gesat, lo ass Lützeburg traurig Nummer 1. Geliefert huet dës Regierung an zentrale Froe bis lo herzlech wenigch am Gegedeel. Sie Richter geplättelt, nämlich de schaffende Leiit. Die Kruten da von der Regierung dohinner geplättelt. Sie sollen den Effort machen, von dem de Premier am allerlechte Satz für Sängeriert geschwärzt wird. Am Kommerz zum Beispiel. Du sollst sondeserbecht dereguliert und Öffnungszeiten liberalisiert gehen, ob Kächte von denen Leute, die du schaffen. Sondes am Kommerz, mehr wie 4 Stunden schaffen, ohne Kollektivvertrag, gött eng Verschlechterung für die Leute, die du von betroffen sind. Da das Politik vom sozialen Rückschritt. An do geht viren sich Gewerkschaften zurecht. Und das gilt natürlich umso mehr für die Öffnungszeiten in der Woche. Hier geht immer davon geschwärzt, dass Geschäfte schon nicht abmachen müssen. Ja, das ist richtig. Das ist der Schwach vom Patron. Aber das ist kein Schwach für den Salarié. Die muss nämlich schaffen kommen, wenn der Patron erzählt, unabhängig von der Kannerbetreuung, unabhängig, ob länger zählt oder nicht, unabhängig, ob nach einem öffentlichen Transport fährt oder nicht, komplett unabhängig von der mentalen Gesundheit von der Kanner, die hier Älteren am Niedriglohnsektor schaffen. Gut nicht davon zu schwätzen, wie eine Vorstellung von Gesellschaft das ist, wo Niedriglohnempfänger Sonntag a Wochenendas quasi zu allzeit disponibel zu sein hun, für Konsumwünsch von denen, die jetzt sich leisten können. Freizeit, kulturell, sportliche Aktivitäten, Familienleben spielen sich außerhalb von den Öffnungszeiten von Geschäften auf. Auch hier verliert als Gesellschaft hier mit an Familien hier Stabilität. Apropos Niedriglohnsektor. Ein neues Phänomen hat sich an den letzten Jahren an Europa noch hier am Land breit gemäht, das ist den von der sogenannten Plattform erbischt. Das sind Leute, die meistens als Scheinselbstständiger bei E-Services wie Uber oder Volt schaffen, die Boîte Wurst so schießen entretemps wie Champignons aus dem Boden. Und das ist in ganz viele Fälle nicht wie eine moderne Form von Sklaverei. Guckt euch mal an, was hier an der Uferstadt Lassas. Die Leute müssen sogar hier nicht eine Velo mitbringen oder lehnen, also hier irgend Erbichtsmaterial. Genauso wie am 19. Jahrhundert Mineuren hier Pierschen müssen mitbringen. Auch da gibt es eine europäische Direktive, die für sich Staat zu regulieren. Just, sie wird zu Lützeburg nicht umgesetzt. Das ist keine Priorität von dieser Regierung. Et kind jo Multimillionären aufschrecken, für an so ausbeuterisch Geschäfte zu investieren. Dürfen aufwerden, was andere Länder machen, Level Playing Field, hier steht am Newspeak. Das ist der Fortschritt von dieser Regierung. Zurück am 19. Jahrhundert. Mit die größten Attacken, die diese Regierung gegen Salariat feiert, sie bläht hier Widerstandsfähigkeit. Sie visiert Substanz. Fundament von den Gewerkschaften, nämlich das Exklusivrecht, Kollektivverträge zu verhandeln. Auch wenn das ein bisschen raffiniert gouf, besteht Strategie daran, den Inhalt von den Kollektivverträgen zu entkehren. Immer mehr Decisionen sollen an den Betrieben direkt mit dem Personal negoziert gehen, und nicht mehr mit der Erfahrung und dem Know-how von den Gewerkschaften.
weil dat wir nicht mehr adaptiert dann zeitgemäß hechtet. Ja, klar. Also aus der Perspektive vom ehemaligen Präsident von der Chambre de Commerce mehr adaptiert, mit Leuten aus dem Betrieb zu verhandeln, die an einem direkten Abhängigkeitsverhältnis stehen, die also von Anfang an an einer viel mehr schwacher Position par rapport zu ihrem Patron sind. Aber weil das früher, ganz früher so war, genau aus dem Grund haben sich überhaupt Gewerkschaften gegründet. Und dürfen Hummerhaut durch Jahrzehnte gewerkschaftlich Kampf Kollektivverträge. Und das auf froh zu stellen, bedeutet nicht ernst, wie die Basis von unserem sozialen Modell auf froh zu stellen. Und damit der soziale Fortschritt und Stabilität von unserem Land. Tripartit wie verstöpst, so heißt es aus Regierungskreisen, kurzfristig ersetzt geht das durch sogenannte Sozialdächer, die dann schlussendlich riskieren, durch einen viel modernen Mechanismus ersetzt zu gehen, nämlich Gesetz vom Stärkeren. Das ist die Vision von dieser Regierung. Der Sozialdialog wird mit Face getrippelt, weil die Regierung sich einseitig auf die Seite vom Patronat gestaltet hat. Das ist enger Vorstellung vom Lützebäuer Modell, ein Frontalattack auf Gewerkschaftsrechte und damit ein Angriff auf die Schaffendleute an ihr Sozialrechte. Wie das Regierung sich den Dialog vorstellt, habe ich persönlich erleben am Kader von der Pensionsdebatte. Das soi-disant konsultiert gehen Leute und erzählt, kriegen matt schwätzen, dass an der Chambre debattiert gehen an Expertenrunden goufen organisiert. An die Regierung, die Sudsto, hat no gelauscht, nicht gesagt, gut nicht. Für dann, nur iwwer engem Jahr von dem Dialog etwas zu proposieren, was einfach nur gut wollt, nämlich die Verlängerung von der Arbeitszeit, von der Lebenserbeitszeit. Von allen möglichen Optionen, die da waren, als ein Geholgin, die auf den größten Widerstand bei jedem gestoßen ist. Sowohl beim Salariat, wie beim Patronat, wie auch bei den Leuten, sowohl denen, die matt geschwärzt haben, wie auch bei repräsentativen Sondagen. Das ist Partizipation von CSV, DP-Regierung. Und das stimmt auch keinem von ihren Wahlprogrammen. Das ist Betrug Wähler, das ist Demokratie mit Face getrippelt. Erstens, Verlängerung von der Lebenserbeitszeit bringt für die finanzielle Viabilität vom Pensionssystem gut nichts. Das haben sie entretemps auch auf Frankreich gemerkt, wo sie genau das gemäht haben, also mit dem Empfänger am Mund stehen. Zweitens, es ist eine Maßnahme, die für allem die Jung von Haut trifft. Ihnen muss der so nach Milan schaffen müssen zu gehen. Sie gehen alt nees bei Lisette gelos, als sie sind die ganz groß Verlierer von dieser Regierungspolitik. Drittens, wir Pensionäre müssen bluten, weil beim Beibehalten von der 2012er Reform werden Rentenajustement ganz oder teilweise wegfallen. An den Ajustement, den trifft Pensionären von Haut auf Hummer. Das ist noch nicht ganz klar, wenn das genau wird sein, das Jahr, wo den Ajustement der Fall wird. Du verlässt mich roden, ich denke, dass es nur die nächste Chamberwahl wird sein. Viertens, eine Kategorie von Leuten, die geht aber mit dieser Reform privilegiert. Das sind die, die sich Privatpensionen können leisten. Dürfen heute dazu, ja, für ihnen steuerlich zu helfen. Die anderen, die können gucken, dass sie eins gehen, weil die kleinen Pensionen kriegen nicht bei. Die können von Sozialhilfe leben. Ja, beim neuen Lück singen alle Kollegen aus dem Privatassurance-Business Pflegegrad Champesstüpp, während zigtausende Leute, die sich den Buckel wortwörtliche Leben lang krumm geschafft haben, sich freuen, wie sie die zusätzlichen Jahre danach packen sollen. Und es ist nicht so, wie wenn es keine Alternative gewähren. Die Plafonnement von den Kotisationen oder Kotisationserhebung auf 3,9%, sie proposen, die eine Majorität von den Leuten drohen, weil sie sozial gerecht sind, an unser solidarisches System Stärke geben. Der Schwächsten. Der Toten als von den größten sozialen Rückschritte
80 Jahre. Der Toten destabilisiert unseren Sozialstaat. Das Klassekampf von Urwen destabilisiert unser Land. Das Regierung hält aber nicht nur den Sozialstaat und Zivilgesellschaft in der Beschuss, mehr auch den Rechtsstaat. Eng von den ersten Aktionen von dieser Regierung Wettescheverbot, was zwar nie wirklich durchgesetzt gefällt, illegaler verfassungswidrig ist, mir wat aber den Terrain vierbereden sollt. Hei sollt nicht Demut bekämpft gehen. Ja, wie auch, es gibt schon keinen Plan. Mir die Ähren, die an extremster Not für die Valier, ein paar Euro zu summen, heschen müssen. Es sollte ein Obtakt sein für weiter Liberticide an Autoritärmesuren wie der Platzverweis renforcé. Aber wie eine Konfusion da entsteht, haben wir nach der letzten Woche an der Präsentation vom Drogendisch 2.0 vom Innenminister hören, den Hai an der Chambre gesucht hat, der Platzverweis renforcé, wie dürfen dafür gegen Drogendealer 40 gehen. Mit das Blödsinn. Drogendealer, sie Krimineller. Das ist ein Fall für die Justiz. Das ist nicht ein Fall für den Bürgermeister, den da wie als Sheriff kann sagen, du kannst nur 2 Wochen nicht mehr hier auf die Platz hin. Aber genau die Konfusion ist so gefährlich. Und dürfen sehen, die Menschenrechtsorganisationen, die Sturm gelaufen sind, Justiz an den Staatsrat und Hände über dem Kap zusammengeschlagen, weil das Fundament von der Rechtsstaatlichkeit selber auf Frage stellt. Und noch mehr gefährlich als allerdings die Idee von der Regierung für das Versammlungs- und Demonstrationsrecht wesentlich anzuschränken. Hier geht es um ein fundamentales Prinzip von der Demokratie. Und es kann nicht sein, dass nur den Attacken auf Salariat, nur der Destabilisierung von der Zivilgesellschaft, lo auch nach sollen Möglichkeiten begrenzt gehen, für gegen all das öffentlich zu protestieren. Ihr das zu all dem könnt, denke mehr, muss sich dagegen wehren, zusammen, als Gesellschaft. Dürfen als Platz von all engagierten Bürger hier im Land, Platz von all Demokraten, Platz von all denen, die den Sozialstaat als historischen Acquis verteidigen wollen, Platz von all denen, die den Kampf gegen den Klimawandel und den Biodiversitätsverlust nicht als Fatalität abgehen, all denen hier Platz. Aus den 21. Juni unterseits von der Gewerkschaftsfront für zu Summe gegen den sozialen Rückschritt und Destabilisierung von unserer Gesellschaft zu demonstrieren, auf für eine lebenswert und humane Zukunft zu manifestieren. Demokratie lebt nämlich nicht nur hier an der Chambre, sondern auch an den Schulen, an den Betrieben und auf der Straße. Mit dem Hauptenemy, den als Lebensgrundlehre bedroht, als nicht an engem Satz genannt gehen. Der Verlust und Biodiversität. Wenn der Kampf gegen den Klimawandel zwar noch teilweise als ökonomische Opportunität ernimmt gehen, so als der Natur- und Umweltschutz komplett untergegangen. Kein Wort über den desaströsen Zustand von unseren Gewässern. Kein Wort über die alarmant und ständige Verschlechterung vom Zustand von den Lebensräumen von Tieren und Pflanzen an der Zersiedlung von unseren Büschern. Kein Wort über Ewigkeitschemikalien in unseren Körpern an Organismen, die immer mehr zuholen. Kein Wort über die Notwendigkeit von einer nachhaltigen Landwirtschaft am Respekt von unseren begrenzten Ressourcen. Nee, alles das wird der Ökonomie untergeordnet. Vom Mercosur-Aufkommens wird für allem die dick Agrarmultinationalen profitieren. Ein Rutsch von ihnen haben ihren Sitz heute zu Lützeburg. Das soll ein Aufkommens für den Finanzplatz gegen die Landwirtschaft. Für den Frick gegen die Menschen. Es bedeutet Destabilisierung von der Agrikultur. Es gibt aber einen Bereich, du hast das Regierung berät, die Portemonnaie abzumachen. Und das ist die Rüstungsindustrie. Hier will der Staat all Jahr zusätzlich Hunderten Millionen Euro Labor machen. Dem nur weh, und das geben wir vielleicht ein paar Wochen oder Monate, sogar Milliarden. Ob Kosten von einer anderen Infrastrukturprojekten. Gerade so, wie wenn man nicht los schon einen enormen Retard an unseren Infrastrukturen zu Lützeburg hätten. Wir haben mehr de Morgen eine größere Debatte über Défensepolitik. Dafür will ich heute
auch wie von der Zeit just ganz kurz agoen. Von enger Litzebäuerscher oder von enger europäischer Defensestrategie sind wir im Moment meileweit weg. An ohne Kohärenzstrategie machen das kolossal Ausgaben ganz einfach keinen Sinn. Wir sind rausgehalten suchen. Das ist ein Fass ohne Boden. Ein Eimer mit so viele Löcher, du hast die von der Caritas Witz dagegen. Was bis lo dich leidt, hilft nicht unserer Defense, aber just dem militärisch-industriellen Komplex für gigantische Benefice zu machen. Einfach weiter enorme Summen an eine inefficace Militär- und Rüstungspolitik zu investieren, ob Druck von denen wir uns emanzipieren wollen, wird auf keinen Fall als Zustimmung finden. Herr Präsident, Fortschritt ohne Effort ist eine Illusion. Das war der erste Satz vom Premier suggeriert. Mit der entscheidend froh ist, wen muss den Effort da machen? Sind es die Schmuelschëlleren, die Last drohen müssen, und nicht die Bret? Weil sie den brede Schëlleren kann schon kein Effort auferlangt gehen, weil das ja nicht gut für die Kompetitivität von unserem Land, nicht gut für den Wachstum, nicht gut für Profitmargen. Und das fertig als der Kern von dieser Regierungspolitik. Eine Politik vom sozialen, ökologischen und demokratischen Rückschritt. Eine Politik von der gesellschaftlichen Destabilisierung. Und dass dieser Rückschritt und diese Destabilisierung die Ängsten schaffen und Ängste schüren. Und diese Ängste sind der Nährboden von reaktionären Chauvinisten und Faschisten. Das Regierung hat los schon, wie kein anderer als Gesellschaft gesplickt. Und die fortschrittlichen Kräfte fangen an, sich zusammen zu dienen. Angefangen mit der Gewerkschaftsfront, die eine historische Allianz geknüpft hat gegen die Regressivpolitik von dieser Regierung. Mit ihnen und mit allen Engagierten aus der Zivilgesellschaft, Sozial- und Umweltverband, muss man der dystopischen Vision von der Regierung ein Projekt entgegenstellen, den alle Menschen, aber besonders den Jungen, Perspektiven und Hoffnungen bietet. Merci.